Ich habe ein paar Erinnerungen an meinen Vater noch. Ich weiß auch nicht, wie sich so ein Kampf anfühlt. Darum verurteile ich ihn auch nicht. Als ich das erfahren habe, hat es mich emotional so durchgeschüttelt, dass ich meine Gefühlszustände nicht mehr ausgehalten habe. Der Noah war 5, als sein Vater gestorben ist. Erst Jahre später erfährt Noah, dass sein Vater sehr lange gegen eine Heroinsucht gekämpft hat. In seiner Kunst tut der 20-Jährige das verarbeiten. Meine Kindheit war verträumt. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Dann mit 16, gerade nach der Schule, bin ich von Zuhause in dem Sinne abgehauen und habe in Zürich mein Leben angefangen weiterzuführen. Als ich 5 war, ist mein Vater gestorben. Er ist an seinem Geburtstag gestorben, also am 46. an einem Unfall. Erfahren habe ich das Ganze, die Geschichte über meinen Vater, als ich 17 war. Später beim Reflektieren habe ich es noch spannend gefunden, dass jemand, der 25 Jahre lang harte Drogen konsumiert und sozusagen jedes Mal beim Konsum mit dem Tod spielt, an einem Unfall stirbt, also beim Bisseln ausschlüpft. Das hat mir dann so ein bisschen die Einsicht gegeben, dass das Leben nicht selbstverständlich ist. Und das hat mir dann den Mut gegeben, mich so auszuleben, wie ich will. Ich habe ein paar Erinnerungen an meinen Vater noch. Also ich habe das als Kind so wahrgenommen, wenn mein Vater drauf ist mir vorgekommen, als wäre er ein Geist. Und es wäre wie so ein Nebelschweif vor mir. Und ja, das war dann noch komisch. Und darum sind auch nicht wirklich viele Erinnerungen da. Ich habe viele Geschichten gehört. Ich weiß auch nicht, wie sich so ein Kampf anfühlt. Darum verurteile ich ihn auch nicht. Darum bin ich ihm auch nicht böse. Weil wäre ich ihm böse, hätte ich eine Wut auf ihn, dann wäre ich jetzt gefangen mit Gefühlen, die schon 15 Jahre alt sind. Und dann könnte ich mich nicht auf mein Leben jetzt fokussieren. Als ich das erfahren habe, hat es mich emotional so durchgeschüttelt, dass ich meine Gefühlszustände in dem Sinne nicht mehr ausgehalten habe. Und dann zu einem Punkt gekommen, wo ich mir selber gesagt habe, jetzt schreibst du mal auf, was in dir abgeht. Und durch das Aufschreiben von meinen Gefühlen haben sich dann Bilder im Kopf angefangen zusammenzusetzen, die ich so in Worten nicht fassen konnte. Und dann hatte ich dann das schöne Privileg gehabt, mich künstlerisch, besser gesagt malerisch auszuleben. Und so habe ich dann den Halt bekommen, den ich jetzt habe. Und das ist Kunst. Kunst gibt mir den Halt im Leben. Um eben Gefühlszustände zu ertragen und meine Fantasie auszuleben. Das ist eben das mit dem Zitat. Was ein Vater wirklich bedeutet, wissen oft nur die, die ohne ihn leben müssen. Und dann halt also mit der Taube, das widerspiegelt so ein bisschen. Jetzt ist er im Frieden. Jetzt hat er in dem Sinne den Kampf mit der Sucht hinter sich. Aber irgendwie tut es halt auch weh, so zu sehen, dass sein eigener Vater so leidet. Oder so Schwierigkeiten mit dem Leben umgehen. Ich bin mir bewusst, dass ich Tendenz habe, auch süchtig zu werden. Ich habe auch schon die Erfahrungen gemacht und darum ist eigentlich das, was ich will, komplette Nüchternheit. Ich schaffe es nicht immer. Es gibt Phasen, wo ich es über mehrere Monate schaffe. Dann gibt es Phasen, wo ich in dem Sinn wieder mal abstürze. Das klingt so übertrieben. Aber es ist eigentlich schon ein Absturz, weil letztendlich bin ich dann alleine irgendwo mit 2 Flaschen Wein und rauche ein Päckchen Zigaretten am Abend, weil ich mich selber fast nicht aushalte. Kunst gibt mir ein Gefühl von einem Zustand, wo ich mich wohlfühle. Und weil ich so gierig nach dem Gefühl bin, habe ich auch so eine Schaffenskraft in der Kunst. Und ich denke, ein gewisser Teil wird das auch von meinem Suchtverhalten gestört. Im Noah seine Bilder sind momentan in einem Kreativspace im Zürcher Kreis 4 ausgestellt. Hier treffen verschiedene Künstler aufeinander und der Inhaber betreibt unter anderem einen Coiffeursalon. Ja, ich check gar nicht, dass ich das alles gemacht habe. Ich bin so immer mit dem Kopf immer bei der nächsten Idee. Ich nehme mir gar nicht Zeit, um einfach mal vor einem Bild zu stehen und denke, eigentlich kann ich schon stolz auf mich sein. Das nehme ich mir viel zu wenig, das könnte ich mir vielleicht auch nichts. Ich bin immer dann so, ich muss noch mehr machen, ich muss noch mehr machen. Was ist, wenn ich nicht mehr mache? Oder werde ich
komme ich als Künstler nicht durch. Ich muss liefern. Also ich habe schon ein bisschen so den Drang, immer wie eine Maschine produzieren. Und ich bin halt keine Maschine. Ich habe von Anfang an gewusst, ich werde alles auf Kunst setzen. Bei der ersten Zeichnung, die eigentlich protestlich war, bin ich schon so im grössen Wahn, dass ich mir gesagt habe, ich werde von der Kunst leben können. Mein Ziel ist nicht reich werden, aber mein Ziel ist, das machen, was mich erfüllt, und das ist einfach Kunst.